bloß streicht über das Gewässer hinüber. Aber man sieht jetzt auch, so eine Eule, die kennt überhaupt keinen Stress. Täuschen und Tarnen, das gehört alles immer mit dazu. So kommt es bei unserem Maleinkauz auch vor, dass er teilweise stundenlang auf dem gleichen Platz sitzt und nur geradewegs in eine Richtung schaut. Aber mal schauen, ob wir ihn hier motivieren können. Jawohl, er ist losgestartet und perfekt auch herausgefischt. Er ist jetzt auch im Sturzflug hier rein unterwegs. Da lassen wir ihn jetzt nicht mehr aus den Augen. Und unser Eisig ist zurückgekehrt. Dankeschön. Wirklich nur mit den Fängen das Wasser auch berührt, denn eine Eule hat ein sehr weiches Federkleid. Jede Feder ist am Ende auch ausgefranst. Dadurch kann eine Eule dunkel, dann sieht auch eine Eule gar nicht. Aber jetzt haben wir auch gesehen bei unserem Vishnu, die Windbedingungen sind hier nicht ganz optimal für unsere kleineren Eulen hier, denn durch dieses weiche Federkleid ist er meist auch hier wirklich ein bisschen doof. Kleinere, weniger Nächte auf die Jagd gehen können. Noch außergewöhnlicher, diese Bussarde haben auch sehr viele Jungtiere. Und diese Jungtiere bleiben auch noch sehr lange mit den Eltern mit unterwegs. Denn bis zu 3 Jahre können sie bei den Eltern bleiben, dann helfen sie den Jüngeren bei der Aufzucht und irgendwann gehen sie mit auf die Jagd. Wenn ein Greifvogel in der Gruppe jagt, dann nennt man das Ganze Kompaniejagd. Bei dem Wüstenbussard kann man sich das so ähnlich vorstellen wie beim Wolf. Die verschiedenen Aufgaben überteilen sich je nach Jagdmethode. Doch meistens jagen sie aus dem Flugzug. Der bedeutet, ein Teil von vorne, der andere Teil von hinten, das noch aus der Luft, somit hat die Beute nicht viele Chancen zu entkommen. Sollte es sich jetzt mal vorkommen, dass sich die Beute im Gebüsch versteckt, haben die Wüstenbussarde auch noch eine tolle Jagdstrategie. Denn dann geht ein Teil der Gruppe in dieses Gebüsch hinein, scheucht diese Beute auf und sie wird dann draußen von anderen Familienmitgliedern erwartet, die sie auch nur noch fangen müssen. Wie Sie bemerken, unsere Greifvögel, die fliegen auch sehr knapp über ihre Köpfe hinüber. Da habe ich auch eine Bitte an Sie. Bitte ziehen Sie die Köpfe auch immer ein, denn unsere Greifvögel, die rechnen fix damit, dass sie am nächsten Jawohl, das schaut besser aus. In der Luft gefangen und auch sofort im Luftraum verspeist. Dann auf die Schwanzfedern. Dort wird man erkennen, sie haben einen sehr langen und einen breit gefächerten Stoß. Ja, vor allem, wenn man ihr im Fluge zusieht, erkennt man auch sehr schnell die Funktion von diesen Federn. Denn das ist der Steuerruder von ihnen. Damit wird immer ausmanövriert. Die zeigt immer ihren ganz eigenen Plan. Teilweise fliegt sie zwischen uns Falten hin und her. Teilweise startet sie auch einfach ihre Flüge nach draußen. Aber sie geht hier auch sehr gerne Patrouillen durch die Ränge und schaut, ob vielleicht nicht irgendwer einen Keks fallen gelassen hat. Sehr schnell. Aber warum wir unseren Rambo, aber auch Rambo getauft haben, das zeigt er meist gerne selber. Denn der Rambo, das ist unser absoluter Tiefflieger. Wenn der Rambo auf sie zukommt, weichen sie auch immer aus. Der Rambo weicht nämlich ganz sicher nicht ab. Er hat eine Notlösung parat, er landet uns einfach auf ihren Kopf zwischen. Da hat er sogar Lieblingslandeplätze, Dauerwellen und Glockenköpfe. Da landet der Rambo nämlich ganz besonders gerne. Aber der Truthahngeier hat natürlich mehr Qualitäten als nur das Tieffliegen. Darum hat man diese Projekte dann auch sehr schnell wieder eingestellt. Der rote Kopf vom Truthahngeier ist jetzt auch der Namensgeber. Aber dieser rote Kopf ist nicht nur ein Namensgeber, er dient ihm auch als Stimmungsbarometer. Ist der Kopf so wunderschön rot, ist auch alles im grünen Bereich. Er verfärbt sich der Kopf vom Rambo, aber blau, dann wird der Rambo nämlich ganz schön grantig. Ja, auch die Beine vom Truthahngeier haben normalerweise die gleiche rote Farbe wie der Kopf. Warum diese aber so hell sind, fast schon weiß, hat auch einen Grund. Denn der Rambo schmelzt auf seine Beine. Was der Schmelz ist, kann man auch ganz einfach erklären. Was vorne reinkommt, muss hinten wieder rauskommen. Und das ist Flug unterwegs. Lässt sich jetzt auch noch runterfallen. Und die Beute wurde erlegt.
Dankeschön. So einen tollen Sturzflug wie den von unserer Diana, den können wir jetzt aber auch nicht mehr. Dinge für Sie vorbereitet, wie Sie uns ein wenig unterstützen können. Falls Sie schon immer mal wissen wollten, wie es ist, selber einen Greifvogel auf der Faust zu halten, haben Sie im Anschluss die Möglichkeit dazu. Mein Kollege wird sich vorne, wo groß Fotoshooting steht, mit unseren German Sackerfalken mit uns ans Welt hinstellen. Und dort können Sie ihn selber auf die Faust nehmen.